Sie sind Kunstwerke der Natur, entstanden über Jahrtausende und kommen in den verschiedensten Farben vor. Achate. Heiko Bethge aus Pfreimd in der Oberpfalz sammelt diese edlen Steine. Viele davon hat er selbst gefunden. Und hier ist zum Beispiel ein sehr schönes Stück, wie ich finde. Da war ich richtig erfreut, wie ich das gefunden habe. Also der erste Blick, oh, der könnte was werden, der sieht richtig gut aus und hat es dann auch bewahrheitet. Und ja, man ist richtig froh drüber, dass man sowas ergattern konnte. Seine Sammlung umfasst rund 3000 Stück. Und gut 1000 davon stammen aus Bayern. Heiko Bethge nimmt uns mit auf die Suche. Sein erstes Ziel an diesem Tag: ein Acker unweit von Schwandorf, in dem er auf gute Beute hofft. Sie wissen jetzt gar nicht, was Sie erwartet? Nein, das weiß man nie vorher. Das ist immer so ein bisschen auch so ein Überraschungsmoment. Man freut sich, wenn man was findet, aber man weiß nie genau. Es kommt auf die Gegebenheiten an, ob es abgeregnet ist und ja, ob man was findet eben. Das ist halt das Schöne. Laufen wir mal. Noch ist hier nichts angesät, deshalb wagt sich der Mineralienjäger auf den Acker. Er möchte Achatquarze finden, die auch als Hornsteine bezeichnet werden. Der Blick immer nach unten, dass man die Stücke auch entdeckt. Genau. Und man sieht es hier auch hier, das sind alles diese so Art Hornsteine. Und wenn sie schön gebändert sind, dann sind das dann Achatquarze. Und nach diesen Stücken sucht man nur halt eben schön gebändert. Hier, da haben wir schon einen. Schaut mal her. Da haben wir jetzt schon mal einen schöneren gebänderten. Der ist ganz nett. Wenn Sie den jetzt so anschauen, Sie wissen aber noch nicht, ob der wirklich was ist. Doch, man sieht es schon in gewisser Maße. Aber oft ist es so, dass die Außen mehr Kontrast haben als innen drin beim Sägen. Wenn man es aufsägt, können die an Kontrast verlieren, werden blasser. Das zeigt sich erst nach dem Sägen. Das ist wie so ein Überraschungsei. Wenn man sägt, gibt es halt Gut- und Ausschuss, sag ich mal. Aber ungefähr so 50–70% schmeißt man bestimmt weg. Besonders schön sind die sogenannten Donnereier. Gesteinsknollen vulkanischen Ursprungs mit prachtvollem Innenleben aus Achat. Heiko Bethge ist jetzt unterwegs bei Erbendorf in der nördlichen Oberpfalz. Hier am Kornberg mit seiner vulkanischen Vergangenheit kommen die Donnereier vor. Kaum zu glauben, dass man sie einfach so auf dem Acker finden kann. Ja, wenn man Glück hat. Die sind aber sehr unscheinbar. Man muss wirklich schauen, wo ein bisschen was Kugeliges rausschaut. Muss man auch ein bisschen Glück haben und ein Auge dafür haben. Vielleicht müsste noch ein bisschen mehr abgeregnet sein. Müssen wir mal sehen. Es ist natürlich schon eine sehr abgesuchte Fundstelle. Und die Funde nehmen natürlich auch mit den Jahren ab. Früher hatte man kistenweise, also obstkistenweise, die Achate hier rausgetragen. Das ist leider nicht mehr so. Also man muss schon ein bisschen suchen. War nix. Wahrscheinlich nix. Das sieht interessant aus. Oder doch nicht? Das könnte so eine halbe Kugel sein, aber da scheint nichts drin zu sein, ne? So wie es aussieht. Sieht man diese Kugelform, aber es ist nichts drin. Ich nehme mal auf Verdacht mit, aber wahrscheinlich ist nichts drin, so wie es aussieht. Es geht zurück Richtung Süden. Dort gibt es zwar keine Donnereier, aber Heiko Bethge hofft noch immer, einen richtig schönen Achatquarz zu finden. Ein letzter Versuch. Los geht's. Here we go. Aber auch hier wird es schwierig. Es war schon jemand vor ihm da. Hat jemand seine Funde abgelegt, die er nicht mitgenommen hat anscheinend. Also ich bin nicht der Einzige hier, der auf dem Acker war. Also die Fundaussichten, die schwinden dann natürlich, wenn dann schon jemand gesucht hat. Aber schauen wir mal, vielleicht wurde wieder was freigespült und die sehen auch nicht alles. Hier ist so ein bisschen gebänderter.
Dann endlich. Ein Fund? Der schaut schon besser aus. Ja. Wenn man ein Stück findet, was gut ausschaut, dann freut man sich natürlich. Ja, das ist ein ganz nettes Stück da. Das Donnerei übrigens war leer. Und ob das nette Stück wirklich etwas taugt, wird sich jetzt zeigen. An der Steinsäge in Heiko Bethkes Garage. Bei dem Stück, das ist außen sehr farbig. Es könnte natürlich innen ein bisschen Kontrast verlieren. Und das sieht man erst nach dem Sägen, ob es dann so bleibt oder ob es ein bisschen farblich schwächer wird. Ist es spannend? Das ist natürlich spannend. Das ist immer so ein Überraschungsmoment. Schauen wir mal. Der Stein kann jederzeit splittern, deshalb bleibt die Kamera lieber ein Stück weg. So, jetzt haben wir den Stein durchgesägt. Jetzt können wir uns den mal anschauen, wie der innen ausschaut. Ich denke, der ist ganz schön geworden. Also, der lohnt durchaus der Weiterbearbeitung. Der hat den Kontrast ungefähr gehalten in der Mitte. Ist durchaus ein schönes Stück geworden. Nun kommt die letzte Hürde auf dem Weg zum perfekten Sammlerstück. Die Schnittfläche muss so glatt werden wie Glas. Heiko Bethke ist gelernter Feinoptiker und kennt sich mit dem Schleifen aus. Auch das birgt ein paar Tücken. Passiert manchmal, wenn Steine jetzt rissig sind, tritt jetzt zum Beispiel das Poliermittel ins Wasser in Ritzen rein, dann kann sich wirklich der Stein noch trennen, wenn er einen Riss zum Beispiel hat. Ja, dann kann der auseinanderfallen. Passiert ab und zu mal. Heute hat er Glück, der Stein bleibt ganz. Mit immer feinerer Schleifmittelkörnung poliert er den Achatquarz so glatt wie nur irgend möglich. Ob die Oberfläche nun endlich perfekt ist? Jetzt haben wir das Stück poliert und jetzt sieht man, dass es schönen Glanz bekommen hat. Hoffe ich, dass man es sieht. Zufrieden? Ja, ich bin jetzt zufrieden. Jetzt ist es recht schön geworden. Muss man jetzt noch ein bisschen säubern und dann kann man ihn in die Sammlung stellen. Eine Sammlung, die eindrucksvoll zeigt, welch faszinierende Mineralien in Bayerns Böden schlummern.